Hallo meine Damen und Herren, liebe Freunde, hier ist wieder der Klaus-Peter aus der Oma- und Opa-Ecke. Heute möchte ich wieder etwas lesen für die Erwachsenen. Wir haben ja jetzt die Nach-Osterzeit, aber trotzdem zünden wir wieder eine Kerze an. Das machen wir jetzt wieder gemeinsam. So, jetzt das Licht wird auch immer kleiner, aber wir haben ja noch was auf Vorrat. Auch wenn wir nicht gehamstert haben. Gut, und ja, Ostern, empty, nichts mehr drin. Die lieben Nachbarn hatten uns ein bisschen was geschickt. Die Osterhasen-Nachbarn natürlich nur. Und nun ist schon alles aufgegessen. Ja, bei Ihnen auch schon so? Bei dir, euch? Ja, ist ja egal. Aber hier ist ja noch ein Osterhase. Von den dreien ist schon einer aufgegessen. So, Spaß beiseite, Ernst komm her. Und heute lese ich zwei Geschichten, eine von Friedrich Schnorr und wieder eine von Ringelnatz. Und ich fange mit Friedrich Schnorr auf Plattdeutsch an, und zwar eine Geschichte von 1954, Der beste Raut. Hier spricht ein ollen Seemannsmot, hört to min Jung, befolgt min Rot. Geht die in Leben wat verquer, will din ol Schiff nicht wieder mehr. Und ist de Strom ook noch so doll, dann hefnig liegt der Büchsen voll. Sülfs wenn geit, Kopf ob, Kopf unter, gönn die ne ordentliche Buddel rum. Nimm davon wohl einen fixen Schluck, du sast mal sehen, in Kotten Ruck, wat gliek anders die to Sinn, die Sorgen, die tut schnell verschwinden. Läuft dat min Jung, denk an min Wort, dien Schipp kriegt wieder glatte fort. Und güng vorher dat noch so schlecht, dat löppt sich immer wieder trecht. Und güng kommt über, ook und unner, wenn du an Bord hast ein paar Bottle rum, das ist min Jung de beste Rot und ein ganz ollen Seemannsmot. Ja, ich bitte das aber jetzt nicht als Werbung aufzufassen, sich eine Buddel rumzukaufen und sich volllaufen zu lassen. Ich glaube, es geht auch so weiter. Ja, und wenn es dann nun gar nicht mehr geht, kann man ja auch mal ins Bordell gehen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, im Moment ist es vielleicht nicht so angesagt, da sollte man sich zurückhalten. Aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Ringelnatz, Bordell. Ich sag es ja, Mutter, du hast für dich recht. Diese Weiber sind durch und durch schlecht und gänzlich verseucht und völlig verkommen. Du hast es von deinen lieben Eltern und aus Büchern entnommen, darin die Wahrheit umschrieben ist, weil sie richtig und scharf nicht leicht einsehen kann, noch sie drucken darf. Du tu nur nicht so, guter Vater, ich weiß aus Briefen und sonst hier sowas über viele Nächte und seltsame Gruppenspiele, und 1000 pro Mädel war damals ein Preis. Ich bin doch kein Kind mehr, ich meine auch nur 10.000 Mark sind schließlich kein Quark. Komm, trinken wir auf die Tante Bur und auf einen König von Dänemark. Aber liebe Schwester, ei, ei, geh so du magst wie an Klosetten vorbei. Reizt es dich dennoch hinzusehen? Warum muss das dann spöttisch geschehen? Denke, was reizte dich wohl hinzusehen? Wüsstest du, wie sie dich laut beneiden, wie sie getretene Tiere dort leiden? In dem Gefängnis der allzu Freien würdest du trotz der Geschmiede und Seide, des offenen Scheins der blendenden Beine, trotz der Erfolge ihnen nicht nur verzeihen? Sollst du
sie weder beachten noch meiden. Lass sie einfach in Ruh. Sie sind gemeine, befleckte Schweine, nicht so vornehm und rein und welterfahren wie du. Wie bitte? Ja, Herr, Sie sind hier ganz richtig. Sie scheinen recht stark und sehr sektfroh zu sein. Und wenn Sie viel Geld haben, das wäre wichtig, kommen Sie dreist herein. Hier können von 13 angefangen Sie Damen jeden Alters verlangen, nebst allen raffinierten Geräten für Rari, Abnormi und Perversitäten. Sie müssen die Kuhhöhe nur richtig fassen. Sollten Sie etwas Geschmack besitzen, ja nicht das merken lassen, aber mit Ihren Brillanten recht blitzen. Viel Trinkgeld dem Pförtner, das macht Sie vertrauen. Viel Sekt und auch Schnäpse, das macht Sie berauscht. Dann dürfen Sie bestehlen, verhauen. Oder wenn ihr die Rollen vertauscht, mehr zu reden hätte nicht Sinn. Er ist ja schon drin. Dudeldadedei oder Dudeldadeddu, so ein echter Vollmatrose, zweimal so breit und so stark wie du, und sie hat ihm die Klappe von seiner Hose einfach heruntergefetzt. Und dann ist die dicke Therese gekommen und hat ihm den Bambuskorb weggenommen und die Schildkröte in den Nachttopf gesetzt. Mein alter Freund, ich kann dir sagen, so habe ich lange nicht gelacht. Und die Alte hat ihn mit ihren Brüsten links und rechts um die Ohren geschlagen. Aber der Kerl ist nicht aufgewacht. Übrigens, nimm dich vor der Nacht. Die hat solch komischen Ausschlag am Knie. Und dann? Was wollte ich erzählen? Ach ja, dann waren 2 stumme Chinesen da, die haben die freche schwarze Marie. Ja, mein Sohn, für diesmal sei dir verziehen. Pfui, solche Gedanken sind schändlich. Es gibt doch Schöneres anzusehen als diese Freudenhaus-Fotografien. Schäme dich! Und nun kannst du gehen. Die Bilder verbrenne ich. Selbstverständlich. Ich bin gewiss kein kleinlicher Spießer. Doch wenn ich dich jemals in einem dieser Häuser treffe und Unzucht treibst, dann schlage ich dich, dass du liegen bleibst. Wo wir fremd sind oder verkleidet als Mann, dass ich dir, meiner Frau, dergleichen sagen und wagen kann. Ist das nicht ein berauschendes Zeichen für die Art unseres Lieb dich, lieb mich? Staune doch nicht, beobachte still, sei recht gemütlich und fidel, aber gib dich nicht etwa wie eine, die gleich oder mir sein will. Erst wird dich alles nur widerlich, natürlich auch billig traurig berühren. Das Sauberste ekelt und flegelt sich, vergisst sich und rekelt sich liederlich. So fechten sie ums Verführen. Bei eines verwöhnten Bettlers Musik kennt jeder Blick den andern Blick, als Trick hinter Trick. Tanzt lustig froh ein Riesenpopo, starrt auf dem Sofa ein Püppchen, entgleist ein Lied aus behaglichem Leid, trinkt man, berstet ein Grüppchen aus Eifersucht oder Neid, zankend um ein begossenes Kleid, sei gefasst auf klärenden Streit. Plötzlich ein heiserer Schrei, warnend zischelt es nebenbei. Die Posten
gegen die Polizei. Ein hastiges Räumen, Spannung vorbei und durch den Salon streift nach alter Routine, dick und mit heiserer Miene, aber unantastbar und stramm, aus und ein vermittelnd Madame. Und die aus dem hitzigen Dunst paarweise einig verschwinden, er wird oben menschlicher finden, außer dem Handwerkszeug ihrer Kunst, ein Biss sei heimliche Habseligkeit, ein Flickchen Reue, ein Ringlein Treue, viel Aberglauben, auch zackige Ehre und frisch umkränztes aus irrsamer Zeit, fändest du hinter der träumenden Leere, unter der parfümierten Misere, harrende Verworrenheit, schamlos offen ergeben. Wie draußen auf einem Schiff auf dem Meere 13 Matrosen unter sich leben. Guten Morgen, mein Schätzchen, leb wohl, du bist wie ein Kätzchen, so schmiegsam und samtig. Was? Du willst heute kein Geld? Was dir doch einfällt. Tust du's denn etwa ehrenamtlich? Vielleicht für das Kartenlegen? Sage doch, Liebling, weswegen? Willst du kein Geld heute? Nimm es doch hin. Weil ich ein armer Künstler bin? Freilich, wir sind Kollegen. Das nächste Mal leg ich dir wieder die Karten. Nun muss ich fort. Meine Frau wird warten. Du weißt doch, dass ich verheiratet bin. Du aber bleibst meine süße, kleine Freundin. Und Beine hast du, Beine, wie eine Königin. Ja, wie eine Königin. Ich verabschiede mich für heute, nicht wie eine Königin, das wäre ja auch zu und zu schön. Nein, wie Klaus-Peter, nicht? Und ich wünsche eine gute, gesunde Woche. Bleibt gesund, believe me von lieb, stay at home und wie das so schön heißt. Und wir sehen uns dann auch bald wieder. Morgen sind wieder die Kinder dran. Und jetzt pusten wir das Licht aus. Und tschüss.